Hallo, schön sind ihr da bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Anne. In unserem A4 XL Journal haben wir genau in jeder Signatur noch eine freie Seite, die wir komplett gestalten können. Wir werden schnell mal schauen, wo die ist. Da. Finde sie. Da, genau. Da ist eine ganz weisse und in der anderen sind es zwei so sättige da. Da ist noch eins, genau. Und ich habe gedacht, weil wir ja wirklich in diesem Journal sehr blumig unterwegs sind, überall die ganze Zeit, möchte ich gerne jetzt so eine grosse Blume machen. Ja, kann man auch dann vielleicht als Tag oder Täschchen oder irgendwas brauchen, so wie die Herzchen, die wir hier gemacht haben. Und jetzt ist es eben so, ich habe mir die hier gekauft. Ich bin an die hergelaufen im Süstrene Grene. Die wasserverwischbaren Ölpastellkreide. Wie man sieht, habe ich die noch nicht angebraucht. Das heisst einfach so ein bisschen zum Austesten, nur ein paar einzelne Farben. Nur schnell ein bisschen gemalt und dann schnell ein bisschen geschaut, wie gut dass sie sich lösen. Aber sonst habe ich wirklich noch überhaupt nichts mit denen gemacht. Und darum habe ich gedacht, wäre doch das jetzt gerade ein cooles Projekt. So ein bisschen Blumen malen, ein bisschen ausprobieren. Ich habe mir hier 2 grosse Blätter parat gemacht. Da kann man einfach so verschiedene Blumen mal ein bisschen drauf möhlen. Und dann vielleicht ein bisschen mit Wasser vermischen. Ich habe da so einen mit Wasser befüllbaren Pinsel. Den habe ich schon mal gefüllt. Und dann kann man dann mit dem so ein bisschen drüber und schauen, wie es tut. Ein Bleistiftchen habe ich noch parat gemacht, um ein bisschen vorzeichnen, falls es nötig wäre. Und dann kann man dann das ausschneiden und einkleben. Und dann sieht doch das sicher wahnsinnig hübsch aus. Hoffen wir es auf jeden Fall einmal. So, fertig geschnurrt, jetzt ab die Arbeit. Das ist jetzt einfach ganz normales Zeichnungspapier. Das ist jetzt nicht speziell irgendwie Aquarellpapier oder so. Das wäre vielleicht ein bisschen schlauer, wenn wir ein bisschen dickeres noch hätten. Aber ich glaube, ich habe gar keine mehr. Ich weiss es gar nicht. Ja, jetzt probieren wir es mal mit dem. Und dann, ja, jetzt keine Ahnung. Hey. Ich probiere jetzt einfach mal so ein Blümchen herzubringen. Ich habe mir vorher ein bisschen Bilder angeschaut von Blümchen, wie so Blümchen eigentlich so aussehen. So, da ist irgendwie so das Innen und da ist irgendwie ein Blatt so ein bisschen wie von außen. Also so, oder? So der Teil. So, und dann... Keine Ahnung. Vielleicht muss ich dann einfach ohne vorzeichnen da dran her. Oder wir machen mal eins genau von oben. Das wäre nachher dann noch so das Mittelteil. Und dann einfach so. So. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich probiere jetzt einfach mal. Ich würde sagen, wir bleiben so in den Tönen da so wie das Journal ist so ein bisschen rosa, im rosa Bereich. Falls wir ein bisschen Grün brauchen, möchte ich doch so ein bisschen die gedeckteren Grüns nehmen und vielleicht so ein bisschen Bruns. Vielleicht brauchen wir Schwarz, aber das ist nicht gesagt. Und dann so für den inneren Teil der Blume kann man ja dann schon so ein bisschen in die Richtung da gehen.
Oder so, das wäre natürlich auch noch schön. Oh, ich weiß es doch nicht. Und weiß. Weiß ist doch auch immer gut. So, also eigentlich hätte ich es gerade drin lassen können, weil wir brauchen fast alle Farben. Ja, komm. Ich fange jetzt einfach mal an. Ich denke, ich brauche wahrscheinlich nicht allzu viel Farbe. Also ich muss jetzt auch nicht gross ausmalen. Weil ich wahrscheinlich dann eben mit dem Wasser das noch sehr wird verstreichen. So. Aber ich glaube, das wäre doch möglich, dass das gar nicht mal allzu schlecht ist. Ich mache da den Rand oben vom Blütenblatt ein bisschen dunkel. So, und drinnen so ein bisschen gelmässig. Irgendwie. Und das könnten wir mal mit dem gleichen Farbkonzept machen. So. Von innen raus mit dem Pink. Und dann das hier eher so ein bisschen rosa. Und das obere Rändchen mit ein bisschen dunkel. So, das sieht ein bisschen aus wie ein Stiefmütterchen, nicht? Und innen drin gel-orange. So, mal schauen, was da jetzt passiert, wenn wir dann mit dem Wasser drauf gehen. Ich glaube, ich nehme jetzt hier mal den Deckel, also ein bisschen als, sieht man das? Wasser. So ein bisschen Wasser rausdrücken mit dem Pinsel. Ui, ist der habe ich den letztes Mal nicht so gut ausgewaschen. Das ist ja schrecklich. Das kann ja gar nicht sein. Ja, dann muss ich den noch schnell ein bisschen waschen. So, aha, die Pinselspitze wäre weiss. Interessant. Wahrscheinlich habe ich ihn letztes Mal gar nicht ausgewaschen, sondern einfach nur hergelegt und dann vergessen. So, also, jetzt. Es ist immer noch ein kleines bisschen gel, aber mein Gott. Ich male ja hier jetzt auch gel. He? Könnten wir ja gerade als erstes... Oh, jetzt ist da ein bisschen viel Gel gekommen. He? Ein bisschen viel Wasser, meine ich. So, das einfach mal ein bisschen verschmieren. Das Bleistift sieht man jetzt natürlich auch noch ein bisschen. Das geht natürlich nicht weg. So. Und jetzt probieren wir mal, da, ob wir das da mit dem etwas machen können. Hier ein bisschen möglichst viel Farbe als Innere herbringen. Und so gegen raus. Ein bisschen so. Okay. Es nimmt mich Wunder, ob man den kann, natürlich, wenn es trocken ist, noch einmal mit den Dings drüber rein, mit den Kreide. Also das kann man ja schon, man kann machen, was man will. Aber ob das dann gut aussieht oder ob das dann irgendwie Sinn macht, wenn man nochmal rüber geht und dann noch einmal mit Wasser kommt. Keine Ahnung, ich habe es noch nie gemacht. So, dann
probieren wir da mal das ein bisschen zu verschlirken, das Rosanige. Hat man da jetzt ein bisschen mehr Farbe gebraucht. Ja, und zwar, man kann es schon recht rausziehen. He? So. Es ist schon noch lustig, aber irgendwie, ich würde es jetzt glaube ich lieber mit Farbe direkt, also mit Wasserfarbe machen. Sieht man überhaupt etwas? Ich glaube, ich bin so nicht ganz im Bild gewesen. So, also es ist ja schon interessant, wenn man dann die einzelnen Kreidestriche noch sieht und wie das dann so ein bisschen ineinander reingeht und so. Das ist schon spannend. Sich wirklich ein bisschen daran gewöhnen, hey, nicht gerade von Anfang an urteilen. Noch ein bisschen Wasser. Ich habe das Gefühl, ich kann das Wasser wie besser kontrollieren, wenn ich es hier hole. Weder wenn ich drücke, dann plötzlich kommt so ganz viel aufs Mal. Also vielleicht meine ich das ja eben nur, dass dann das kommt. Nein, weiß nicht. So. Ich muss ja nicht warten, bis es trocken ist. Ich kann sonst drüber. So. Ja. Irgendwie so. Das wäre so der Plan. Und sieht das jetzt schön aus? Ich weiß es nicht. Vielleicht kann man ja jetzt hier noch ein bisschen rein. So, ins Nasse reinmalen. Das ist vielleicht auch noch spannend. Und vielleicht noch ein bisschen mit dem. Aha. Ja, das sieht interessant aus. Ja, wieso nicht? Vielleicht hier noch ein bisschen dunklere Töpfchen und das noch ein bisschen schmieren, aber mit einem sauberen Pinsel. So. Ja, wieso nicht? Es wölbt sich jetzt ziemlich hier das Papier. Das wäre vielleicht nicht so fest passiert mit einem Acrylpapier. Aquarellpapier. So, also, jetzt habe ich da habe ich ja schon angefangen mit dem. Dann schauen wir doch jetzt mal, was da rauskommt, wenn wir das so machen. So, ja, nein, das mit dem Rändchen da oben, das bringe ich jetzt bei der nicht so richtig her. Wieso nicht? Das war jetzt einfach mehr wie ein Ausmalen mit dem Wasser. Das ist jetzt nicht unbedingt das, was ich mir vorstelle. Ja, gut. Schlimm ist es nicht, oder? Schlimm ist es nicht. Was ist jetzt das da für ein blödes Flöckchen? Gang weg. So. Ja, wieso nicht? Wieso nicht? Jetzt könnte man ja da noch die Blumenstähle hermachen. So passt es schon irgendwie zusammen. Da irgendwie noch ein bisschen Blättchen. So, also ich habe jetzt das Gefühl, jetzt habe ich viel zu viel Farbe genommen, für dass ich nachher dann noch mit Wasser komme. Aber vielleicht machen wir sowieso dann gerade rundherum so ein bisschen noch einen Hintergrund, habe ich jetzt gedacht. Mal so Blättchen ein bisschen ausmalen und dann kann man aber vielleicht eben gerade mit dem
noch so ein bisschen einen Hintergrund mitnehmen von dieser Farbe. Einfach so. Keine Ahnung. Das ist nicht so einfach so weiss hinten dran. Ja, schwierig. Schwierig. Also ohne Grün hat es mir fast ein bisschen besser gefallen. Und da halt, ja, das nimmt es jetzt halt einfach so an. Da hätte man vielleicht das Papier vorher ein bisschen nass machen sollen. Dass das dann so ein bisschen aquarelliger wird, sage ich jetzt mal. So, aber ja, also grundsätzlich ist es nicht übel. Grundsätzlich ist es also nicht übel. Kommt, wir probieren doch einfach noch eins. Dann machen wir doch jetzt mal ein ähnliches noch mit diesen Farben. Einfach mal so ein bisschen zum Schauen. Und ohne Vorzeichnen. So, aber ich mache 2 von oben. Die gefällt mir jetzt nicht so speziell gut. Das ist ein bisschen schöner. Machen wir mal 2. So. Und dann nehme ich das hier so als mit ein bisschen mehr Blättchen zum Beispiel. So. Ich kann hier schon ein bisschen mischen, das ist ja auch cool natürlich. He? Oh. Okay. Nicht zu fest drücken. He? So. Aber so mischen, das ist natürlich genial. Vielleicht. Wir werden es nicht sehen. So, und hier auch schon gerade ein bisschen. Gut, also. Und ich glaube, ich nehme hier jetzt ein bisschen mehr Farbe. Damit ich dann das ein bisschen so besser kann noch so runterlaufen lassen, oder wie will man dem sagen? Ich finde, jetzt ist es recht geschmiert. Aber vielleicht ändert es sich ja dann noch ein bisschen. So, vielleicht bin ich auch ein bisschen zu ungeduldig. Das kann natürlich auch sein, dass ich das viel zu schnell mache. Ich weiß es nicht. Habt ihr mit dem schon ein bisschen Erfahrung? Dürft ihr mir also gerne schreiben, wenn ich da irgendwie etwas komplett falsch mache oder ihr das Gefühl habt, hey, nein, das würde viel einfacher gehen, wenn sie würde. Oder viel schöner werden. So, oh, von dem ewigen Drücken hier habe ich langsam fast einen Krampf in den Finger. Das ist vielleicht auch nicht ganz so, wie man sollte. Also das nächste Mal nehme ich vielleicht einen normalen Pinsel, wo ich halt dann immer wieder ins Wasser dünkle. Aber das finde ich jetzt so gerade ein bisschen mühsam. Ich finde das cool für unterwegs mit diesen wasserbefüllbaren Pinseln, wenn man jetzt einfach ein Wasserfläschchen dabei hat und nachher dann einfach den Pinsel füllt und dann muss man nicht noch ein Glas aufstellen mit Wasser und so. Aber sonst so finde ich jetzt den nicht so wahnsinnig praktisch. Aber ja, das ist vielleicht einfach auch nur meine eigene Präferenz. So. Also was jetzt? Na, nicht so Fan, weil sie jetzt halt so einen fetten Balken hat. Ich habe gemeint, ich könnte das jetzt noch ein bisschen mehr verstreichen. Und da müssen wir noch ein bisschen dunkler sein, aber vielleicht müssen wir halt wirklich auch noch ein bisschen mit einer anderen, dunkleren Farbe drin. Dass das noch ein bisschen plastischer aussieht oder ein bisschen bessere Wirkung noch hat. Ja. Es kommt.
Jetzt ist nur noch das da, was mir nicht passt. Vielleicht wenn ich mit dem komme noch ein bisschen. Ja. Ui. Ja, aber wieso nicht? Ich will nicht, dass es da so einen Balken hat. Aber mir denkt, es ist einfach ein Obergeschläg. Und an gewissen Orten bin ich jetzt gerade nicht sicher, ob das gerübelte Zeugs, das da drauf ist, nur Kreide ist oder ob ich schon das Papier aufgeweicht habe und aufgerübelt habe. Ich weiß es nicht. Das wäre natürlich auch schlecht. Aber wenigstens sind die Balken weg. Das ist schon mal positiv. Und es ist jetzt halt einfach sehr verzuselt. Aber sonst, ja, eigentlich gar nicht mal so schlecht. So, der hat auf jeden Fall viel weniger Farbe drauf. Mal schauen, aber da mache ich jetzt gerade von Anfang an. Versuche ich die Balken ein bisschen zu verstreichen. Dass das da nicht gleich wird wie das andere. Das ist schliesslich ein laufender Prozess. Und man lernt die ganze Zeit dazu. Und ihr habt es ja dann gut, weil ihr könnt nachher dann einfach auswählen, was euch am besten gefällt und das nachher so machen. Das ist ja mega cool. So. Und ich muss da mühsam alles austesten. So. Zack. Und zack. Ja, vielleicht habe ich sogar jetzt den Trick draussen. Von hier bis in die Mitte, oder? Und dann von außen wieder gegen innen. Das ist nicht so, wie ich es gedacht habe. Nicht ganz. Aber ich mache jetzt hier auch noch. Vielleicht hilft es etwas. Die Schatten, sage ich jetzt mal, wirklich noch ganz ein bisschen dunkler machen. Ich habe schon das Gefühl, es hat jetzt gerade etwas genützt. Vielleicht müssen wir es nicht einmal noch verstreichen, aber ich mache es jetzt halt trotzdem. So und so. Ja, sie sind beide total anders. Völlig anders, ja. Da ist viel mehr Farbe drauf. Da soll ich jetzt so auch noch ein bisschen grün, aber ich habe irgendwie nicht so Lust auf so Blättchen-Zeug. Ich könnte ja probieren, einfach nur ein bisschen so. Zack, mal schauen, was passiert, wenn wir das jetzt da mit rosarotem Wasser übermalen. Ja, nicht ganz so. Ich habe gedacht, ich kann es viel mehr verschmieren. Ja, zwar. Ich kann es nicht so genau sagen. Es bleibt halt schon immer ein bisschen die Struktur von dem, was ich oder die Striche einfach, die ich gemalt habe. Das bleibt halt einfach ein bisschen. So, was ich jetzt da überhaupt nicht schlimm finde, ist, wenn der Hintergrund ein bisschen von den Blümchen ein bisschen rosa noch drauf kommt. So wie da und da.
Da. Das macht mir jetzt gar nichts. Das finde ich eigentlich noch recht herzig. So. Ja, okay. Also lass dich streiten. Was jetzt so hübscher ist. Das könnte man vielleicht schon auch noch ein bisschen ausbauen. Ui. Aber zu viel kann man halt wirklich auch nicht, weil ja, sonst fängt das Papier an nicht mehr mitspielen. Ja, da muss ich schon hören. Genau. So, aber hey, also schlecht ist es nicht, finde ich. Jetzt machen wir noch das drittes. Wie wäre es, wenn wir würden probieren, so eine hier herzubringen? So. Da kann ich jetzt ein bisschen abmalen, vielleicht. Einfach probieren. Einfach einmal probieren. Natürlich ein bisschen heller. Ich habe das Gefühl, es kommt komisch raus. Aber ja, ich probiere jetzt einfach. Oder vielleicht so eine und so eine. So. Ich glaube, ich habe viel zu viel Farbe. Also komme ich mal das jetzt mal raus. Es sieht gar nicht mal so allzu schlecht aus. Ich fange beim Hellen an. Da, wo ich eigentlich auch wie am wenigsten Farbe habe. Das ist vielleicht gerade noch so gut. So, hey, aber ich habe irgendwie das Gefühl, man sieht, dass es eine Rose sein soll. Das finde ich noch recht witzig. Also, dass man es sieht. Und jetzt mache ich doch hier nebenan. Seht ihr es? Ich weiss es gar nicht. Die Rose, die noch so zu ist. Gut. Hey, ich finde es noch recht lustig. Und ich glaube, wenn man so ein bisschen draussen hat, was man alles machen kann und wie man so sollte und wie man nicht so sollte, dann ja, kann das noch recht Spass machen. Ich muss jetzt die ein bisschen trocknen. Oder soll ich sie jetzt schon ausschneiden? Mal schauen. Ich probiere mal. Wenn es dann anfängt, so ein bisschen zu zerfötzeln, muss ich es dann zuerst vielleicht trocknen lassen. So. Oh ja, das Blättchen da passt nicht ganz drauf. Dann schneiden wir das halt einfach ab. Oder machen es einfach ein bisschen kleiner. So, genau. Ich kann es jetzt noch nicht reinkleben, weil es noch nass ist. Ui, das ist ein bisschen gross. Aber ja noch, dann kommt das halt oben ein bisschen raus. Das ist mir eigentlich noch recht egal. Ein bisschen darf es oben rausgüchseln. Ich will jetzt hier nicht abschneiden. Was ich natürlich machen könnte, ist... Ich könnte es... Ah ja, hey komm, das machen wir doch. Ich schneide das ab. Und tue es nachher einfach ein bisschen versetzter übereinander drüber kleben. Also. Oh ja. Ja genau, das ist doch gut. So. Hey, ich finde das mega schön. Und ich glaube, ich tue sie... Also, ja... Man könnte sie ja schon als Täschchen reinkleben. He? Wenn ich jetzt einfach hier Leim reinkleben und das so auf Leim drauf schmieren und es oben offen lassen, zum Beispiel. Ja,
Ja, vielleicht mache ich dann das so. Das weiß ich jetzt aber also noch nicht so genau. Hey, und ich würde sagen, einfach anhand von, weil das jetzt recht dick geworden ist, das Buch, sind das meine letzten Projekte und somit ist unser XL Journal fertig. Ich finde, da sind mega herzige Projekte drin reingekommen. Es hat schnussiges Zeug gegeben, die riesen Tags und so weiter. Und auch da die Kuvertchen und so. Und es muss nicht komplett überladen sein, von mir aus gesehen. Ja. Dann schauen wir uns doch noch einmal die 3 Ergebnisse an. Mir gefallen sie recht gut. Es hat mir mega Spass gemacht, das auszuprobieren und so ein bisschen verschiedene Sachen zu probieren, wie, wo, was, wie das richtig funktioniert. Ich glaube, ich muss da noch ein bisschen mehr dran testen und dann ja, schaffen wir auch vielleicht noch eine ganz schöne Kunstwerke. Ich finde die auf jeden Fall cool. Ich hoffe, es hat euch auch ein bisschen Spass gemacht und ein bisschen Inspiration gegeben, vielleicht mal etwas Neues auszuprobieren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!